Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euren Hosts, im Kasel und im Tubes. Nach mehreren Wochen Frühlingspause in der Formel 1 kommen wir jetzt nach Miami und schauen mal, wie der Grand Prix so verlaufen ist. Und die Tubes und ich geben unsere Meinung dazu, wie wir das Ganze so empfunden haben und was alles sich geändert hat in der Formel 1 mit den neuen Regeln vom Motorenmanagement oder, soll ich besser sagen, im Batteriemanagement. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Gut, wir melden uns zurück nach einer längeren Verschnaufspause von dieser anstrengenden Management-Formula-One-Geschichte. Ich glaube, die haben es auch schon in der letzten Unsafe Release Podcast-Episode mitbekommen, dass wir beide nicht so wahnsinnig Fans sind von dieser Management-Geschichte. Also, wir haben uns, glaube ich, immer noch ein bisschen zurückgehalten, was so die richtigen Ausraster anbelangt, aber ich glaube, da ist in uns jetzt schon recht brodelt, was so die ganzen neuen Formel 1-Generationen anbelangt. Also es ist wirklich nicht mehr schön gewesen, zum Zuschauen. Ja, in diesen 4-5 Wochen, wo wir jetzt keine Formel 1 hatten, ist nicht wahnsinnig viel passiert tatsächlich. Es sind 2-3 Kleinigkeiten passiert, oder beziehungsweise ja, man kann nicht sagen, es sind 2 größere Sachen passiert, aber der Rest war eigentlich recht überschaubar gewesen. Die ganzen Formel 1-Fahrer haben eigentlich auch nur überwiegend Ferien gemacht, kann man sagen. Teams hingegen, die haben viel geschafft gehabt. Zu dem kommen wir nachher noch. Die haben nämlich viele Upgrades mitgebracht am Miami Grand Prix. Wir starten aber mit der News, die gedroppt wurde, ich glaube es etwa eine Woche, 2 nach Japan, relativ gleich schon, dass im Max sein Team-Ingenieur oder sein Ingenieur, wo man am Funk hört, der GP, Red Bull wird verlassen auf 2028 oder beziehungsweise per Ende 2028 ist es genau, das heisst, oder ist es auf 2028 geht er zu McLaren. Jedenfalls er wechselt. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es ab 29 ist, wo er bei McLaren ist, oder schon ab 28. Also McLaren bin ich mir actually nicht ganz sicher. Ich weiss, dass sein Red Bull-Vertrag bis Ende 27 ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ab 28 ist, weil sie den Vertrag so weit raus quasi gemacht haben, hat er wie kein, man sagt dem Gardening Leave mehr, weil es quasi, ja, er hat einfach ein Geheimhaltungs-Dings unterzeichnet, logischerweise. So wie ich es verstanden habe. Okay, ja gut. Ich kann mir zwar noch vorstellen, dass sie vielleicht auch früher werden noch droppen, eben wegen der Entwicklung und alles drum und dran. Das gibt es ja etwa die mal, dass jemand einfach frühzeitig rausgerührt wird. Ja, grundsätzlich ist es aber so, dass eine doch lange Partnerschaft zwischen Max und ihm zu geht, wo auch sehr erfolgreich war, muss man ganz klar sagen. Also ich meine, die 4 WM-Titel, ja, so etwas kann man auch nur auf beistellen oder kann man auf beistellen, wenn man natürlich auch einen guten Renningenieur hat. Und das Witzige ist halt einfach, dass es halt gerade so das 2028 ist, wo ja sowieso ein Max im Vertrag ausläuft bei Red Bull. Und das hat natürlich auch wieder nochmal ein bisschen das Ganze befeuert, was ist mit dem Max, wo geht er her und so weiter und so fort. Und zusätzlich hat es ja mal von Max noch eine Aussage gegeben, wo war, dass wenn er jetzt nicht mit ihm zusammen arbeiten kann, also wenn er rausgehen dann nachher, also beziehungsweise wenn der GP mal ihn würde irgendwie verloren in so ein Team wechseln, dann würde er auch aufhören, in der Formel 1 zu fahren, weil er es einfach mit jemand anderem sich nicht vorstellen kann, zusammen zu arbeiten. Und das sind schon recht grosse Worte. Und man hat sich natürlich immer ein bisschen wieder zurückgelehnt auf das und hat gesagt, also, ja, eben Max will wahrscheinlich aufhören. Und ja, ich denke jetzt im Moment so, wie sich halt die Formel 1 entwickelt hat, und jetzt ist auch das noch dazu gekommen, wäre es schon gut vorstellbar, dass sich der Max vielleicht nach 2028 sagt, oder so um 2028 sagt, so hey, ich höre auf mit Formel 1, weil ich meine, er ist jetzt da gerade mit seinem, was ist das, nicht GT3-Fahrzeug, das sind NLS. Genau, also NLS-Fahrzeuge, also ja, sind ja eigentlich genau. wie GT3-Fahrzeuge ähnlich. Genau. Aber er fährt ja dort mit, hat ja ziemlich viel Spass, kann man sagen. Hat ja auch dort ein bisschen gegen Formel 1 geschossen. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass sich vielleicht ein bisschen irgendwo anders
seine Zeit vertreiben. Und ich denke auch, er muss ja niemandem etwas gross beweisen, wie gut er ist und was er alles kann. Und beim GP ist es einfach so, bei McLaren, dass er wahrscheinlich, oder man munkelt es, dass er ja dann noch früher oder später den Stella wird ablösen dort und wahrscheinlich in die Rolle als Teamchef wird mal reinkommen, beziehungsweise ein bisschen angelehrt wird. Das ist ja auch so kommuniziert worden. Hä? Aber wieso denn das? Ich habe gemeint, McLaren ist zufrieden mit dem Stella. Ja gut, das ist ja noch lang, 2-3 Jahre, weißt du, vielleicht noch darüber aus. Der ist der Stella auch schon ein bisschen älter. Ich meine, der Stella ist ja nicht der Jüngste. Ich weiss, aber ich habe schnell eine Gerüchteküche auftun. Man munkelt darum, dass der Stella zu Ferrari geht. Das ist so ein bisschen einer der Hauptgründe. Da ist dem. Das glaube ich zwar nicht. Ja, also, das schon cool. Es wäre wieder so das Welcome Home, weil der Stella ist schon bei Ferrari gewesen. Aber es glaube ich jetzt weniger. Also, ich denke und ich hoffe immer noch, dass sie den Fred was behalten Ferrari, aber ich glaube, allzu lange wird er auch nicht mehr dort sein, weil er macht es ja grundsätzlich gut, aber halt so der Erfolg, wo man sich halt immer wieder erhofft und wünscht, und vor allem jetzt nach Miami, nach den dicken Updates, die sie gebracht haben, ja, ist halt die Luft wahrscheinlich nicht wahnsinnig dick dort. Oder sie ist vielleicht dick, aber halt auch, weil dicke Luft herrscht in Maranello vielleicht. Genau. Ja, aber das ist so ein bisschen die News, halt eben auch von Max und seinem Renningenieur. Der Schübs hat sicher auch noch 2-3 Sachen, die er noch dazu sagen in meinem Mal, weil du bist ja da, was die 2 anbelangt, eher noch besser informiert als ich. Ja, es geht. Also ich glaube, du hast eigentlich ziemlich von rein informationstechnisch alles rausgehauen, was zu sagen gibt dazu. Ich glaube, man kann sagen, eine der besten, wenn nicht sogar die beste Partnerschaft. Nein. Hamilton und Bono. Hamilton, ja, okay, gut. Nein, nicht 1000 Mal besser kannst du nicht sagen. Aber erfolgreicher. Das nicht. Erfolgreicher, ja. Aber ich sage, es ist sicher auf dem gleichen Level, weil keiner wird jemals mit dem Max können so gut umgehen, wie es der GP gemacht hat. Und ja, also ich sehe für mich dementsprechend auch so ein bisschen die Zukunft von Max dann einfach, ja gut, entweder zieht er mit zu McLaren, wenn die dann immer noch erfolgreich sind, oder er hört wirklich einfach komplett auf, dann im 28, wenn sein Vertrag ausläuft. Aber er wird sicher noch fahren, weil ich glaube auch, dass Max gewissermaßen ein bisschen wehleidig wird sein, wenn er so ein bisschen davon zurückdenken. Und dass er sich dann vielleicht gleich überlegt, ja, wollte ich wirklich mit der Formel 1 aufhören, weil es ist halt sein Leben gewesen bis jetzt. Aber er hat ja schon ein paar Mal gesagt, Familie ist ihm auch sehr wichtig und irgendwann ist auch mal Zeit da zum Zurückgeben. Aber im GP mag ich es gönnen. Ich bin ziemlich stark davon überzeugt, von dem, was du gesagt hast, dass er Team Principal-Rolle wird übernehmen, weil sonst sehe ich nicht ganz, wieso dass er zu McLaren hätte sollen wechseln, ohne dass er dort einen grossen Sprung kann machen. Und wenn er die Team Principal-Rolle sollte bekommen, muss ich wirklich sagen, das wird jemand sein, der einen sehr guten Job macht. Also das wird James Vowles-Style Appointment sein, wo wirklich schon im ersten Jahr wirst merken, dass der ja an den richtigen Strang zieht und die richtigen Leute an den richtigen Ort einsetzt. Also gönne ihm, finde ich super. Der Max hat es auch befürwortet. Der GP hat ja ihn gefragt sogar, hey, soll ich das machen? Und der Max hat ihm basically gesagt, du wärst dumm, wenn du es nicht würdest machen. Schau nicht auf mich, lass nicht auf was die Leute sagen. Gang, wenn du willst, dann gang. Und ja, finde ich auch genau die richtige Entscheidung. Red Bull ist komplett am Verkehren. Das Racing-Team erkennt schon nicht mehr wieder. Also von dem her, ja. Aber dann würde ich mal sagen, von der einen coolen News direkt zu der nächsten coolen News. Da haben der Kasel und ich beide auch Freude gehabt. Neue Strecken sind ja immer wieder so ein bisschen, ja, in Verrufung geraten in letzter Zeit. Wir haben viele, ich sage, unnötige Strecken dazu gewonnen. Eben Miami gerade, sind wir so ein bisschen, wieso hätte das müssen sein? Dann Madrid, verstehe ich auch bis jetzt noch nicht. Aber es ist endlich bekannt gegeben worden und für mich wirklich also null erwartet, dass es passiert. Die Türkei ist zurück auf dem Kalender. Und nicht nur als Rotationsrennen, was ich eigentlich schade finde, wenn man bedenkt, dass Belgien ein Rotationsrennen geworden ist, aber das hat er hingestellt, sondern wirklich als fixer Eintrag. Ich glaube, es sind nur 2 Jahre der Vertrag. Habe ich es richtig in Erinnerung? Weißt du das gerade? Boah, da weiss ich jetzt nicht mehr gerade. Ich habe nur mal ein Bild gesehen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht, ob ich es gespeichert habe auf Instagram, wo man gesehen hat, wie lange gewisse
Streckenverträge gegangen sind. Und meines Wissens ist Österreich und noch ein anderer Grand Prix bis irgendwie 2031, 32 oder so, oder sogar noch länger, lang. Aber ja, grundsätzlich, also hey, ich meine, der Grand Prix aus der Türkei, der war wirklich immer super, war immer ein cooles Rennen gewesen. Und auch die Strecke eben auch mal ein bisschen eine klassische Strecke wieder zurück in den Rennkalender reinzubekommen, ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr begrüße, weil wir haben einfach in der letzten Zeit immer zu viele Stadtkurs bekommen. Und auch eben, wie du gesagt hast, dass es auch keine Rotationsstrecke ist, also wirklich einer, der drinnen bleibt, ist etwas, was ich auch sehr, sehr begrüße. Also von mir aus könnte man Miami, Vegas rausrühren. Und ja, eben Manikur oder so wieder reinnehmen oder sonst irgendwelche anderen Strecken. In Indien wäre zum Beispiel auch etwas, das haben sie ja auch jetzt bei Red Bull Testfahrten gemacht dort, oder einfach mal so Showruns gemacht mit dem Dings zusammen, Lindblatt zusammen. Und ja, das sind Sachen, die ich mega begrüße und hoffe einfach auch, dass das ein bisschen mehr Anklang findet und dass auch vielleicht Formel 1 ein bisschen merkt, dann so, okay, wir müssen das da doch wieder ein bisschen mehr auf so klassische Rennstrecken fokussieren oder konzentrieren und weniger halt auf Stadtkurs. Weil ja, Stadtkurs sind einfach halt eben. Es gibt gute Stadtkurs, müssen wir nicht darüber diskutieren. Es gibt wirklich gute Strecken, wo gute Stadtkurs sind. Aber einfach halt, ja, eben jetzt auch wo mit Miami, mit Vegas haben und so weiter und so fort, wo ich einfach mehr Negatives höre als Positives, dann schafft doch den Scheiß einfach ab. Ja, ist ja so. Aber eben mit der Türkei haben sie jetzt wirklich wieder eine gute Ergänzung im Rennkalender. Und ja, mal schauen, wie es ist, der Rennen dort wird sein. Das letzte Mal waren wir ja 2020 dort gewesen, wo ja die Türkei als Ersatz Grand Prix gekommen ist in der Pandemie. Tatsächlich habe ich heute gelesen, dass vielleicht die Türkei schon dieses Jahr in die Kalender einspringen will. Weil ja 2 Rennen weggefallen sind, Bahrain und Saudi-Arabien, und sich die ganze Lage ja bis heute ja immer noch nicht beruhigt hat oder besser geworden ist dort. Darum wird die Formel 1 nicht dorthin reisen und das kann ich absolut nachvollziehen. Und man plant jetzt eventuell die Türkei schon dieses Jahr reinzuziehen für einen Grand Prix, je nachdem, wo es halt noch Platz hat. Dann. Aber dann musst du mal überlegen, ich meine, die letzten paar Rennen haben wir Katar, Saudi-Arabien. Wenn sich bis dann die Lage nicht verändert hat, dann kann es sein, dass wir entweder Brasilien als Abschluss haben oder wenn die Türkei halt das würde ersetzen, haben wir die Türkei als letztes Rennen. Egal welches von beiden, es wäre hure wild. Gut, ob Abu Dhabi nicht wird sein, weiss ich nicht. Klar, also es ist von der hure Location her wäre es genau an der Hormuz Strait, also das wäre richtig schlecht. Ja, eben, also grundsätzlich, es ist ja eigentlich gerade dort, wo es ja auch abgegangen ist oder abgeht. Wobei es ist immer noch Waffenstillstand im Moment, aber es ist ja schon so, dass auch Abu Dhabi oder auch Dubai und so halt auch unter Beschuss gekommen sind. Und natürlich müssen wir dort dann auch ein bisschen schauen, ob man das machen oder nicht. Ja, wäre cool. Also würde ich auch nicht Nein sagen, wenn jetzt eben so eine klassische Strecke, eben wie Brasilien oder so, ein Abschlussrennen wäre. Also ja, würde es so richtig so 2008er und 7er Vibes geben dann. Ja, definitiv. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich die geilste und für mich persönlich ehrlich gesagt auch grösste News gewesen, die wir in diesen 4 Wochen hatten. Also das hat mich wirklich richtig aufgehypt. Und das war relativ spät gewesen, ich glaube Woche 3 oder so von dieser Pause. Ja, aber bin ich relativ happy gewesen. Aber zu dem, ja klar, du und ich happy. Ich glaube, die ganze Formel 1 Community ist happy. Ja, danach hat es eigentlich schon wieder ein bisschen angefangen mit so ein bisschen Aufbau. Man hat langsam sich so ein bisschen angefangen Gedanken machen über, wer bringt echt was für Upgrades. Man hat schon ein bisschen munkelt gehört, ja, das und das Team macht das und das. Und dann eigentlich, ja, direkt am Start von der Woche sind wir leider noch mit relativ traurigen News gehittet worden. Für die noch nicht so lange dabei sind, sagt es vielleicht nicht. Für die lange Formel 1 schauen, Alex Zanardi ist ein Fahrer, der zwischen 1991 und 1994 gefahren ist, nachher nochmal 2-3 Stints immer wieder zurückgekommen ist und ist eine absolute Sportlegende, ich sage spezifisch Sportlegende, und zum schnell seiner Karriere ein bisschen Ehre gebühren, hier einen kleinen Rundown,
was er alles so erreicht hat. Also er ist 91 bis 94 eigentlich bei Jordan gewesen. Minardi, Lotus und Williams. Hat aber bei den meisten Teams weniger Erfolg gehabt. Hat, glaube ich, bis auch ins 94 keinen Punkt geholt oder bis ins 93. Ist dann aber im 99 zurückgekommen. Hat dann relativ erfolgreich, glaube ich, für Williams gefahren. Aber dort hat es einfach irgendwie nicht sollen sein. Und dann ist er über zu Kart, IndyCar. Kart ist wie so ein bisschen, kann man sagen, Formel 2? Nein, es ist eigentlich eine Konkurrenzserie zu der Formel 1 zu IndyCar damals. Aber IndyCar hat sich dann durchgesetzt. Dort war er sehr erfolgreich gewesen. Hat 2 Championships gewonnen, im 97 und im 98. Das war sogar tatsächlich zwischen dem zweiten Formel 1 gewesen. Und dann im 2001 hat er in einem Kartrennen am Lausitzring in Deutschland beide seine Beine verloren, mussten amputiert werden nach einem ziemlich krassen Crash. Und dann hat er aber nicht aufgegeben, sondern hat weiter Sport gemacht. Er hat zum Teil auch mit adaptierten Autos weiterhin Rennen gefahren, ist aber vor allem dann bekannt worden für seine Velorennen. Also da, wie heissen da die Velos? Ja, das sind auch so Dreirad-Velos, wo so drinnen liegst und dann nachher mit den Händen angehst. Genau. Und dort hat er wirklich mega viel Wins geholt, hat in den Paralympics mehrere Goldmedaillen reingeholt. Und das ist, also bis zum Beispiel da seine letzte Goldmedaille war 2016 noch in Rio. Und der hat, was hat der für ein Jahrgang? Sehe ich das da? 1966 ist der geboren. Also wirklich absolut Chapeau, was der in seiner Karriere erreicht hat. Und ist schade. Hat es so geendet, wie es hätte müssen enden. Es ist aber in dem Sinn von einem Unfall gewesen, wieder. Das ist eben das Schade dran. Er hat in 2020 nochmal einen Unfall gehabt auf dem Velo und hat nachher durch das einen Hirnschaden bekommen. Und ja, das hat schlussendlich dann zu seinem Tod geführt mit 59. Von dem her, ja. Rest in Peace an Alex Zanardi und ja, ich denke mal, unsere Gedanken gehen an die Hinterbliebenen von ihm. Genau. Ich denke, ich tue das übernehmen geschwind. Ja, alles gut, mach nur. Also wir gehen jetzt weiter. Es ist immer schwierig, von so einem Thema dann nachher ins nächste Thema rüber zu springen. Aber das ist ja vor dem Miami Grand Prix passiert. Und am Miami Grand Prix hat man auch nicht nur an einen gedacht, es hat ja noch, ich glaube, vor dem Sprint ist es noch eine Schweigeminute gegeben. Es hat auch noch in der Welt von der Formel 1 ein bisschen Änderungen gegeben, was das Motorenreglement anbelangt. Weil eben, wie am Anfang von dem Podcast schon erwähnt, wir sind alle nicht so wahnsinnig Fans von dem Management-Geschmäus und das ist auch etwas, wo Gott sei Dank die FIA und auch die Formel 1 anerkannt haben und auch Teams mehr oder weniger gesagt haben, so, okay, wir müssen da etwas ändern. Der Gabu hat hier jetzt eine Liste aufgeschrieben, was alles geändert wurde ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Listenzeug ablesen müsste, was dort alles geändert wurde ist, würde ich wahrscheinlich die Hälfte nicht verstehen, oder respektive würde die Hälfte auch gerade wieder vergessen, weil es ist wirklich teilweise so komplex und ja, von 8 auf 7 Megajoule und dann ja, von der Leistungsdifferenz und alles drum da. Darum, grundsätzlich kann man sagen, sie haben das wollen ein bisschen oder dem ein bisschen entgegenwirken, wo die meisten Zuschauer, Fans oder einfach auch allgemein die Leute in der Formel 1 waren gestresst und zwar das Superclipping einerseits einmal. Das war ja eigentlich ein Laden auf der Geraden gewesen, wo man einfach gemerkt hat, dass sie Geschwindigkeit verlieren, weil die Batterie leer ist und sich dann nachher die Batterie hat müssen wieder aufladen. Das heisst, dass man einfach tätige Passagen, wo man Vollgas gefahren ist, einfach müssen Batterie anders managen, beziehungsweise auch man hat oft einfach im Qualifying hat eigentlich die schnellste Zeit gemacht, wo die Batterie einfach besser gemanagt hat. Und man hat das jetzt ein bisschen entgegenwirken, man wollte, dass man im Qualifying wieder mehr Vollgaspassagen hat oder einfach wieder mehr am Limit kann fahren oder ja, einfach halt mehr Vollgasanteil hat und weniger eigentlich das Rekoppeln hat. Und man hat dann eben gesagt, dass die Batterieabgabe ein bisschen reduziert ist. Also man hat jetzt eigentlich nochmal ein bisschen langsamere Formel 1, als man es vorher hatte. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das McLaren hat gesagt, wir reden etwa von 2 bis 3 Zehntel. Irgendein anderes Team hat irgendwie von 2 Zehntel bis 2,5 Zehntel geredet. Wie viel das es effektiv war, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil wir schon in Miami nicht gefahren mit den vorherigen Regeln und jetzt halt mit den neuen Regeln. Aber
Man muss wirklich sagen, wenn man das Qualifying geschaut hat, oder einfach als allgemeines Training war ja auch 1,5 Stunden gewesen, wegen den neuen Updates, wegen den neuen Regeln und so. Es hat viel besser ausgesehen. Und Ja. auch das Qualifying hat in meinen Augen wieder ein bisschen mehr Spannung gehabt. Weil man hat schon gemerkt, man kann wieder mehr Vollgas fahren. Also ich glaube, auf der langen Straight dort, auf der Backstraight in Miami, wo man dort vom Highway und rauffährt, dort, sind sie eigentlich fast die ganze Zeit Vollgas gefahren. Ist gegen Schluss rein, ist eigentlich so ein bisschen wieder mehr das Rückkoppeln gekommen, je nachdem, wie man die Batterie eingestellt hat. McLaren zum Beispiel hat das relativ krass gemacht. Die können die ganz gerade fahren, ohne Rückkoppeln. Also da kommt es halt immer ein bisschen darauf an, was du für eine Einstellung, was du für ein Management hast, immer noch natürlich. Aber es war viel besser gewesen. In meinen Augen wesentlich besser. Es ist nicht gut gewesen oder nicht so gut gewesen, wie wir es früher hatten. Es ist immer noch, also ja, nicht mehr schlecht, aber es ist immer noch nicht gut. Ich sage es mal so, aber es ist besser und es ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Klar, mit den Haufen Updates, die noch in Zukunft werden kommen, wird das natürlich wahrscheinlich immer weniger werden. Aber für den Anfang, es ist doch in meinen Augen erträglicher gewesen. Ja, definitiv. Es sind auch, glaube ich, meine ersten Worte oder meine ersten Gedanken dazu gewesen, wo ich das Qualifying geschaut habe. Tatsächlich bin ich richtig hyped gewesen, darauf zu sehen, was die Änderungen halt mit sich bringen, und man hat wirklich gemerkt. Also Superclipping hat vor allem dann in Australien hat's mich wirklich stutzig gemacht, wie schlimm das ist. Und ja, jetzt ist es wirklich, ich sage, auf einem anständigen Level. Ich sage, wie du sagst, es ist nicht gut, es ist nicht perfekt, wir sind nicht, ja, wir werden nicht verwöhnt in dem Sinn mit wirklich gutem Racing oder in dem Sinn wirklich gutem ja, das Können vom Fahrer gesehen, aber es ist, glaube ich, mit den Regulationen, die wir haben, deutlich besser, vielleicht sogar schon auf dem optimalen Stand, wo es sollte sein. So. Also es ist wirklich akzeptabel. Das Qualifying wird jetzt wahrscheinlich halt einfach, ja, solange wir die Regulation haben, nicht so spannend sein. Und ich glaube, ja, das müssen wir da halt wirklich auch noch beobachten. Ich habe das Gefühl, es wird sogar so sein, dass wir werden müssen pro Strecke andere Regeln haben, wie viel Megajoule oder wie viel Dings, Superclipping da verlobt werden etc. Da bin ich dann noch gespannt, ob das wirklich reicht, einfach ein Set an Regeln zu haben. Man sagt eben noch so ein bisschen, ja, es könnte auch viel davon einfach Miami gewesen sein, weil Miami eine Strecke ist, die sehr gut zu diesen Regeln passt, mit seinen schnellen Kurven, mit seinen langen Geraden etc. Und wenig, ich sage jetzt mal Stop-and-Go quasi Corners, wo du wirklich musst voll auf erste, zweite Gang abbremsen, oder? Und von dem her, ja, sind wir noch gespannt, ob das vielleicht auch einfach ein kleines Miami-Ding könnte sein, dass es besser aussieht, aber das Quali ist wirklich viel, viel besser. Und dann beim Rennen hat es auch noch ein bisschen Änderungen gegeben. Ich weiss nicht, willst du da das nochmal übernehmen, um zu sagen, was dort so ein bisschen anders ist? Also, es hat ja noch ein Sprint gegeben, muss man auch noch erwähnen. Der Sprint war aber jetzt nicht so wahnsinnig berauschend gewesen. Ja, nein, ich meine nicht. Ich meine nur einfach von der Regelwerkänderungen. Es gibt keine spezifischen Sprintregelwerkänderungen. Ja, du meinst einfach mit dem, weißt du, geschrieben, mit dem Also, Override, oder was ist das? ja, Meinst du das? Oder mit dem genau, 150 kW? Richtig, weil dort war das Hauptproblem ein Security Concern, dass man halt wirklich den Crash vom Liam, oder? Vom Liam und dem Bearman von Japan. Ja, ist Nein, Liam Colapinto. Colapinto, ja, Entschuldigung. Dass man den Crash halt ein bisschen analysiert hat, und dann hat man wirklich gesagt, nein, das geht gar nicht. Also hat man den Override Boost jetzt von 200, von 350 Kilowatt auf 150 Kilowatt aber begrenzt. Und ja, einfach generell ein bisschen das optimiert, dass es weniger Geschwindigkeitsdifferenzen gibt dazu. Abschließend zu den Regeländerungen habe ich einfach noch einen kleinen Input, der einfach etwas weiter so mich richtig aufgeregt hat. Ich habe einen Podcast gehört, ein Interview mit dem Domenicali. Und wenn ihr euch mal richtig darüber aufregen wollt, könnt ihr auch hören. Es ist von der Race, der Podcast mit dem Domenicali.
der Sieg schnurrt die ganze Zeit davon, wegen, es gibt kein Problem, es ist alles gut in der Formel 1. Und jedes Mal, wenn sie das Problem eben vorlegen, schnurrt er ihnen rein und sagt, es ist alles richtig, wie es ist. Und es hat ja mehr neue Fans als alte Fans und die alten Fans müssen sich jetzt einfach daran gewöhnen, weil das ist jetzt modernes Racing, wie es ist. Wow, es hat mich so hässlich gemacht, als er das gesagt hat. Ja, das wollte ich einfach noch schnell reinschießen. Domenicali raus. Ja, darum hat sich wahrscheinlich jetzt auch der Ben Sulayem so eine goldige Nase machen und er hat wahrscheinlich auch die Gelegenheit genutzt, sich bei den Formel 1-Fans wieder besser reinzuschleimen, wie er Antonelli Wasser über den Grind leert oder im Norris seine Haargockel verwuscheln. Er hat nämlich gesagt, der V8, der kommt zurück. Da hat er gesagt, der kommt zurück, egal wann er kommt wieder. Also beziehungsweise spätestens 2031 werden wir wieder V8 haben. Also es ist so, im Moment gibt es schon Diskussionen, dass eben der V8 früher soll zurückkommen. Wir reden immer noch von 2028, aber da müssen sie ein bisschen Gas geben, weil das müsste ja spätestens Anfangs 2027 beschlossen sein, dass der V8 kommt. Scheint sagen Red Bull dafür und auch Mercedes, aber Mercedes hat angeblich so eine kleine Note noch dran gehängt, dass sie einfach also wie unter einer Bedingung einfach. Allerdings sagt die Bedingung nicht ganz klar. Es sagt aber auch vorkommen, dass halt einfach man soll sich halt einfach überlegen, dass Formel 1 ja eigentlich ökologischer sein oder CO2-neutraler sein und dann nachher sagen V8 hat einfach ein schlechtes Bild. Aber allerdings fällt man ja jetzt in neuestem Jahr auf E-Fuels, also synthetisches Benzin, was ja schlussendlich wieder CO2-neutral ist, also ein geschlossener Kreislauf ist. Weil das, was aus dem Auto rauskommt, hat zwar schon CO2, aber es ist ja schon mal in der Atmosphäre gewesen und darum ist es eigentlich ein geschlossener Kreislauf. Man tut ja eigentlich die Atmosphäre nicht mehr dort belasten. Es soll aber anscheinend wirklich so sein, wieder viel mehr Verbrenneranteil, weniger Elektroanteil und halt eben scheint es wieder der V8-Motor. Würde ich extrem begrüßen, auch einfach hauptsächlich. Also schon auch wegen dem Sound logischerweise, wegen der Emotionen, aber auch andererseits wegen dem ganzen Management, Batteriegeschmäus und alles. Es wäre halt einfach viel, viel weniger und die Autos wieder auch leichter werden, weil die Batterie kleiner wird wieder. Und das wäre natürlich halt auch wiederum viel, viel interessanter dann. Ja. Und auch für die Fahrer viel angenehmer zum Fahren. Absolut. Und auch zum Reinschießen, auch Ferrari hat es befürwortet, weil der Fred hat vor allem gesagt, das Beste daran ist, der Motor wird wieder viel, viel günstiger. Und das ist für ihn auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dann hat sogar noch ich glaube McLaren, also ich habe noch so ein bisschen ähnlich dazu geäußert. Also die meisten Teams sind eigentlich on board mit dieser Entscheidung. Ja, war schön. Also ich würde es auch mega begrüßen. Es ist aber so, dass ja 2028 GM noch reinkommt und die, gut, ich denke jetzt damals würde eher einen V8 begrüßen als einen V6 Hybrid-Leute, aber neu ist dann so, dass von 5, nein, warte, jetzt muss ich schon überlegen, es sind 6 Motoren herstellen, dann, das heisst, es müssen 6 befürwortet sein, weil die FIA und die Formel 1 sind auch noch 2 Stimmen. Aber es muss einfach immer eine absolute Mehrheit sein, dass so eine Regeländerung kann durchgesetzt werden innerhalb von einer aktuellen Generation. Also ab 2031 werden wieder Karten neu gemischt. Aber falls man innerhalb von dem etwas wechseln müsste man einfach eine absolute Mehrheit haben. Und ja, mal schauen, ob das wirklich zustande kommt. Ich würde es sehr, sehr begrüßen. Und ich denke, ja, eben, da wären wir nicht die einzigen schlussendlich. Definitiv. Genau. Ja, wir kommen noch ein bisschen zu den Updates an den Autos selber. Da habe ich tatsächlich ein Video gemacht, respektive einen Screenshot gemacht von der ganzen Update-Liste, weil die ist so keibellang war. Und zwar, da habe ich sie gerade, das war für den Miami Grand Prix. McLaren hat 6 Performance-Updates gebracht, Mercedes hat 2 Performance-Updates gebracht, Red Bull hat auch 6 gebracht, plus noch ein Zuverlässigkeits-Update. Ferrari 11 Performance-Updates. Fucking 11. Williams 7, WeCarb 6 Performance. Haas 1. Audi hat 2 Performance. Alpine hat auch 6 Performance. Cadillac 9 Performance-Updates. Aston 0. Aston hat einfach gedacht, wir machen alle Ferien. Nein, ja. Also
krass, wie viele Updates es gegeben hat. Ein paar Teams haben ja auch die Filmtage, die man ja zu gut hat im Jahr, haben sie auch ein bisschen genutzt, man sagt ja eigentlich immer zum Filmen vom Fahrzeug machen. Allerdings nicht so, nicht so viele Teams haben das auch aus, um ein paar neue Teile zu testen, wie auch zum Beispiel Red Bull hat ja jetzt auch den umklappbaren Heckflügel wie Ferrari. Ich glaube, es war Monza oder Imola, weiß gar nicht, irgendwo dort in Italien haben sie das testen gehabt. Und dann haben sie auch tatsächlich in Miami gebracht. Und auch Ferrari ist das erste Rennen mit dem Flügel gefahren. Nochmal ist die Rotation beiden umgekehrt. Also ich glaube, Ferrari dreht sich ja zum Auto rauf und der von Red Bull dreht sich vom Auto hinten weg eigentlich. Genau. Recht speziell, dass beide einen unterschiedlichen Mechanismus drin haben, aber es sieht immer wieder sehr, sehr speziell aus und sieht immer wieder sehr geil aus. Und also man muss sagen, jetzt, also schauen schon mal ein bisschen mit einem Auge ins Rennen rein. Red Bull hat schon sehr stark wieder ausgesehen. Also nicht in dem Sinne, dass sie vorne würden voll mit der Reef sein, aber sie sind so die, wo, wenn irgendwo etwas könnte passieren da vorne, sie könnten voll am Start sein und irgendwie ein bisschen mitmischen. Ja, also für mich wirkt es wieder so ein bisschen wie 2018, 19, wo sie einfach immer wieder so 2, 3, 4, 5 Wins im Jahr geholt haben, wo sie einfach an der Stelle rum sind, oder vor allem der Max, der dort war, wo man hätte sein sollen. Und es sieht vielversprechend aus. Generell muss ich sagen, die ganzen Upgrades haben Teams wirklich nochmal so ein bisschen durchgemischt. Und man könnte meinen, ja gut, nach so 4 Wochen wird ein neues Team völlig rausstechen. Aber ich habe das Gefühl, das Wochenende hat man bei allen Teams gesehen, dass vorwärts gegangen ist. Also Ferrari mit seinen 11 Upgrades, die haben das nicht schlecht gemacht. McLaren, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, fast den grössten Sprung gehabt, auch von den frontfahrenden Teams. Cadillac hat sehr stabil ausgesehen, muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was sie bis jetzt gemacht haben. Und Stabil, aber langsam. Stabil, aber langsam, genau. Und von dem her, ist eigentlich der einzige Outlier von dem Ganzen ist halt wirklich einfach Aston Martin. Von dem, was ich so ein bisschen gelesen oder mitbekommen habe, ist Aston Martin hat so ein Ding gewesen, die haben in Japan mal so ein System getestet, das so ein bisschen Anti-Vibration soll sein, das das irgendwie so für die Fahrer ein bisschen lockerer macht. Und das haben sie nur auf einem Auto getestet und sie haben es, glaube ich, nicht fürs Rennen genommen, weil sie keine Ersatzteile hatten. Und jetzt haben sie in Miami entschieden, wir wollen mal schauen, wie so ein Auto performen wird. Respektive, sie haben Upgrades im Gange, aber sie haben sie, glaube ich, mit Absicht nicht drauf da, weil sie wissen, es gibt nochmal einen Gap und sie tun jetzt einfach mal das Rennen mit dem Anti-Vibrationszeug fahren, um zu schauen, ob das ihnen hilft und hat auch ihr Auto nicht kaputt gemacht während dem Fahren. Dann wird sie dann nachher in Kanada, ist glaube ich, das nächste Rennen, gell? Wirklich die richtigen Upgrades können mitnehmen, oder? Sei dahingestellt, Aston Martin wird in Kanada, von dem, was ich gelesen habe, häufig in dem Sinn Januar-Spec sein, also das, was sie eigentlich hätten wollen in Barcelona testen und mitnehmen. Im Februar dann, also von dem her ziemlich hintendrein. Also jetzt ist schon gleich eigentlich ein halbes Jahr hintendrein mit ihrem Auto und ihrem Development. Ja. Scheiße. Ja. Also, was ich muss aber noch einfach rein optisch sagen, was mir auch im Live-Feed wieder aufgefallen ist, optisch, also vom Chassis her, von der Aero und so, sieht der Aston am geilsten aus. Der sieht einfach richtig böse aus. So er sieht wirklich geil aus. Also mir gefällt der Aston rein vom Design her, von der Designphilosophie und so her. Also sieht das schon hure geil aus, muss ich ehrlich sagen. Es ist schade, dass es nicht so schnell ist. Stell dir vor, da hätten wir Mercedes-Motor hinten drin, man. Die würden doch vorne mitfahren. Kannst du doch sagen, was willst du, man? Ja, die Frage ist halt, ob die Vibration halt wirklich vom Motor auch kommt oder ob es vom Chassis her ist. Aber ich hoffe es nicht. Aber schlussendlich, also designtechnisch sieht er wirklich sehr, sehr geil aus. Also mir gefällt er brutal. Aber da hat mein Bauchgefühl einfach so recht gehabt. Ich weiss noch, wo der Adrian Newey zu Aston gegangen ist, sind alle voll im Hype gewesen, so ja, man weißt, Aston wird so etwas von rasieren. Und ich habe irgendwie einfach die ganze Zeit gesagt, so, ja, mal schauen, ich warte lieber mal zuerst ab, weil ich will nicht so auf den Hype aufspringen. Und mein Gefühl hat einfach recht gehabt. Ich habe einfach gewusst, Aston wird nicht so stark sein und sie sind einfach scheiße. Aber bis das wirklich halt. Gut, eben, wie gesagt,
ob das Auto chassistechnisch brutal gut ist, wissen wir halt nicht, weil der Motor halt einfach auch nicht super gut ist. Aber ich meine, allein der Fakt, also klar, seine Rundenzeit ist ja gestrichen worden im Qualifying. Aber im Alonso seine qualifizierte Rundenzeit war langsamer gewesen als die langsamste Qualifying-Zeit in der Formel 2 in Miami. Also, der schnellste Aston Martin-Fahrer an diesem Wochenende war der Mari Boya, Formel 2-Fahrer. Genau. Aber eben, wie gesagt, eigentlich hat er schon schnell Zeit gemacht, Alonso, aber die ist gestrichen worden wegen Track Limits. Weil die ist irgendwie so bei 1, weiß ich was, also es ist unter 30, bei 30 wo man also eigentlich schon auch ordentlich schnell, also, aber jetzt irgendwie so, dass man sagen, brutal schnell oder irgendwie so Top 10 oder so. Aber ja, wahrscheinlich hat es immer Top 15 gelangt, aber egal. Ja, das ist eigentlich so von Update-technisch alles gewesen. Also McLaren hat noch neue Unterboden gebraucht, was wir auch ein bisschen gemerkt haben, weil McLaren doch auch wieder ein bisschen bei der Musik dabei war. Allerdings hat nur Norris-Seite. Piastri weiss ich voll nicht, was dort abgeht. Der war so stark gewesen, Anfangs letztes Jahr. Und plötzlich hat das Kind und auch jetzt irgendwie so, er tut sich irgendwie hure schwer oder ist einfach nicht so auf dem Level wie der Norris, finde ich jetzt, muss ich auch ehrlich sagen. Lustigerweise hat Red Bull scheint extrem Interesse am Piastri. Falls der Max wird gehen, anscheinend. Das ist ja klar, jetzt haben wir genug Budgetführung. Aber ich meine, Mark Webber auch schon Red Bull-Pilot gewesen. Da ist natürlich auch irgendwo durch eine gewisse Verlinkung rum. Klar sind natürlich all die Leute, die den Mark Webber natürlich noch hatte im Team, die sind wahrscheinlich noch nicht rum oder inzwischen alle weg. Aber ja, könnte schon gut möglich sein, dass gewisse Sympathiepunkte noch rum sind. Und wäre schon ein geiles Bild, muss ich ehrlich sagen. Piastri bei Red Bull würde ich irgendwie schon hure fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen Wunschdenken und ein kleines Vorausdenken. Wie es dann wird werden wir dann auch mal sehen. Aber ich denke, Piastri wird nicht mehr allzu lange bei McLaren bleiben. Das hat mein Gefühl. Ja, also ich meine, wir müssen logischerweise ein bisschen sehen und beobachten, wie das unter beiden Teammates weiterläuft. Aber ja, wenn es natürlich McLaren nicht mehr so erfolgreich wird sein, dann wird er sich genug darüber nehmen, um zu sagen, gut, ich gehe. Aber ich glaube, einer der grössten Bausteine im Fahrermarkt momentan ist Charles Leclerc. Ich glaube, das wird die grösste Lawine auslösen, wenn er sich dann eventuell wirklich mal entscheidet, von Ferrari wegzugehen. Ja gut, da kommt der Berman. Also, ja, für Dings, ja, für Ferrari schon, aber je nachdem, wo er dann hingeht, drückt er halt jemand raus, weil jeder wird den Leclerc wählen. Jeder. Also ich muss sagen, Leclerc würde ich persönlich bei McLaren sehen oder bei Mercedes. Mercedes für mich auch. Ehrlich sagen. Es kommt halt ein bisschen darauf ab, ob der Totos wirklich wird fertig bringen, den Max zum Kimi seinem Teammate zu machen. Dann sieht es ganz anders aus. Dann aber wo wir uns einig sind, ist, dass der Russell out ist bei Mercedes. Ja, das zu 100%. Also so wie es jetzt ist, Alter, das ist so Antonelli bitter. is the captain now. Alter, es ist so bitter. Du fährst, weiss nicht, 3-4 Jahre lang in einer Seifenkiste von Williams mit. Danach bist du endlich mal zu Mercedes promoten, kriegst du eine verdammte Shitbox über. Und jetzt, wo das Auto mal eigentlich wirklich strong ist, kommt der Antonelli, ein verdammt junger Schnaufer, und zernimmt ihn einfach komplett in der Luft. Ey. Aber ganz ehrlich, lieber so. Ich gönne es Antonelli so, ey, ich finde ihn super, ich finde ihn so sympathisch. Und lieber er als der Russell, bin ich ganz ehrlich. Also, ja, zu 100%. Gegen den Russell, aber manchmal, dass der alles rauslässt, ey. Nein, dann lieber der Kimi. Zu 100%. Und ich glaube, über den Kimi werden wir noch ganz, ganz viel gute Worte zu verlieren haben. Wir sparen uns jetzt aber mal fürs Ende auf. Würde ich mal sagen, wobei, wir können eigentlich schon jetzt über seine Pole reden, oder nicht? Ja, können wir, ja. Also wenn er gewartet hat, bis alle über die Ziellinie gefahren sind, bevor er aufs Eis gefahren ist. Sehr herzig, gute Geste von ihm. Nein, aber also wirklich, er hat eigentlich, also klar, wir greifen jetzt vor, den Sprint überspringen wir, aber sorry. Ja gut, der Sprint war auch nicht spannend gewesen, also. Ja, Sprints sind so belanglos. Ich habe vergessen, dass der Sprint überhaupt war, das Wochenende. Der Hülkenberg war out gewesen, McLaren hat battlet und der Hadjar hat einen Fightback von hinten nach vorne gemacht, die Punkte rein. So, das war der Sprint gewesen. Der Kimi hat sich Pole Position Code und der Kimi ist mit dem gleichgestellt mit dem Schumacher und dem Senna die einzigen Fahrer, die die ersten 3 Poles
direkt nacheinander geholt haben. Und das ist halt doch schon eine ziemlich krasse Statistik, muss man schon sehen. Ja, sehr, sehr überzeugend gewesen, schon im Qualifying. Und ich hatte dann schon das Gefühl gehabt, ja, das könnte sein Wochenende werden. Ja, also ich finde es einfach krass, wie der Kimi sich entwickelt hat jetzt. Ich meine, eben vor einem Jahr hat man noch gesagt, also, ja, Kimi, glaub, so hat sich Red Bull hat sich Mercedes ein bisschen übernommen mit Talent und so. Und es war ein bisschen zu früh gewesen, aber der Toto hat recht gut an ihn geglaubt und ich glaube, jetzt zahlt sich schon langsam auf. Klar, wir sind immer noch relativ früh in der Saison innen natürlich. Und man darf natürlich jetzt nicht da schon in den Himmel loben, aber er macht trotzdem schon einen sehr, sehr guten Job. Auch einen besseren Job als der Russell, das muss man einfach auch sagen. Der Russell ist im Rennen, hat der ein Problem gehabt mit Führerfahren. Wo es beim Kimi einfach noch happert, sind halt einfach seine Rennstarts. Das ist einerseits im Sprint rausgegangen und auch ja, im Rennen selber hat er auch wieder einen schlechten Start gehabt. Allerdings der Start selber in Miami war recht geil gewesen, wie der Max und auch Leclerc war. Beide sich verbremst haben oder darüber ausgeschossen haben, oder ist es ein McLaren gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber der Max ist definitiv gewesen. Nach Kurve 2 oder 3 hat er sich dann noch 3 gehabt. Und wie ein Wunder, also dann auch ein paar Mal müssen anschauen, ist niemand in ihn reingefahren. Keine Ahnung, wie das geht. Weil normalerweise, wenn du das vordere Auto bist und du dreist und hinter dir kommt der ganze Schwarm nachher, einer fährt in dich rein. Und er hat es irgendwie geschafft, einfach, dass niemand in ihn reinfährt. Geile alternative Strategie gehabt. Bei Red Bull hure lang auf einem Satz gefahren, was hinaus halt natürlich hure gekostet, aber eine geile Aufholjagd hatte er und der Max hat sich durchs Feld durchgepflügt. Mega, wie der gegen Williams gefahren ist dort. Also wirklich Ja, so ein mit bisschen dem GT3-Style, ein bisschen angelehnt und so einmal noch. Und richtig geil gefahren. Schade hat er dann Boxausfahrt überfahren dort, also die weiße Linie überfahren. Was ihm dann nachher ein Penalty gegeben hat noch. Allerdings, ja, eben Leclerc hat ja dann nochmal dickere Penalty bekommen. Aber gleich, Max wieder mal einmal mehr bewiesen, was er eigentlich wirklich für ein Jahrhunderttalent ist. Dass er doch auch mit einer Scheisse sehr, sehr gut kann fahren kann. Und ich habe es sehr, sehr unterhaltsam gefunden dort. Weißt du, es ist mir dann natürlich auch, wo der Spin war. Versuch dich mal zurück zu besinnen, wann hat der Max das letzte Mal einen Spin nicht gehabt? Jedes Mal, wenn er sich dreht, hat er genug Car Control. Was ist in Australien gewesen? Qualifying. Q1. Wo er sich gespinnt hat und nach in Barriers rausgeflogen ist gerade. Ja, gut, dort hat er zu wenig Runoff gehabt. Nein, da glaube ich nicht, dass er zu wenig Runoff gehabt hat. Aber gleich, ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen, okay, richtig hart fact-checked bin ich gerade geworden, fuck. Aber in den meisten Fällen trotzdem, es fühlt sich für mich so an, als ob der irgendwie das Auto immer hat. Weil, also, sorry, wie bringst du das fertig? Also, mal abgesehen davon, dass ihm niemand ins Arsch reingefahren ist, wie bringst du es fertig? Ohne Berührung in der Mitte vom ganzen Feld einfach das Auto drehen lassen. Und ja, kein Schaden, gar nicht, auch nicht von dem her. Also wirklich wild. Richtig kranker Start gewesen, generell. Wieder einfach geil. Das liebe ich. Da muss ich sagen, das ist eines von diesen Sachen, die ich tatsächlich an der neuen Regeln liebe. Ich bin ein bisschen kritisch besonnen wegen so ein bisschen sicherheitstechnischen Sachen, wie zum Beispiel aus dem Colapinto. Aber, das haben wir vergessen zu erwähnen, es hat auch eine Änderung gegeben in den Regulationen. Irgendwie kommen sie jetzt, wenn detected wird vom Auto, hey, der Start ist scheiße, man hat zu wenig Fuß, kommt das Auto extra mehr Fuß über, damit mega langsame Starts, wie wir in Australien hatten, können verhindert werden. Finde ich eine gute Sache. Und es gibt keine unfairen Vorteile, by the way. Es ist sehr, sehr ausgeklügelt gemacht. Aber die neuen Regulationen bieten richtig geile Starts. Dank Ferrari. Das war richtig geil, wie dort der Leclerc wieder durchschneiden und sich präsentieren. Und ja, also dort einfach wieder mal richtig ein geiler Start gewesen. Leclerc nachher davor gewesen. Und dann ja, hat es eigentlich mit der Action nicht wirklich aufgehört. Also der ganze Grand Prix, muss ich sagen, hat mich positiv überrascht. Du hast sehr, sehr, sehr viel Action gehabt. Ich glaube, ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster rauslehnen und sagen, ist bis jetzt der beste Miami GP gewesen? Oder bist du nicht meiner Meinung? Boah, der beste Miami Grand Prix.
Schwierig zu sagen. Also, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gerade alle Miami Grand Prix im Kopf, aber allein will ich immer noch das Reglement, wie es jetzt ist, verachten, sage ich jetzt einfach mal nein. Nein! Es war nicht der Beste gewesen. Aber ja, klar, also die Starts sind eigentlich recht spannend, aber man hat schon gemerkt, dass Ferrari nicht mehr so einen krassen Sprint am Start herlegen, wie es am letzten Grand Prix noch war, eben weil halt einfach die MGUK früher eingreifen kann, wenn du den Start verkackst, dass eben eigentlich ein Anti-Stall nicht möglich ist. Hingegen muss ich wiederum sagen, klar, sicherheitstechnisch gut, muss aber auch wieder sagen, irgendwo durch schade, weil in der Formel 2 ist es ja nicht anders. Wenn du in der Formel 2 einen schlechten Start hast, bleibst du halt einfach erst stehen. Und dann ist ja das Risiko auch, dass jemand in dich reintun. Ich meine, wer war das? Fittipaldi hatte dort mal einen schweren Unfall gehabt und ist ja dann nachher auch ein paar Rennen ausgefallen, weil er das Bein und alles operieren musste. Man hat ja dann aber gleich nichts geändert. Also irgendwo durch denke ich mir halt einfach so, ja, sag jetzt mal, ein Vollidiot, der nicht richtig starten kann oder den Start nicht richtig in den Griff bekommt, wird halt wie nicht richtig bestraft. Dass er, weißt, also ich sage jetzt nicht, dass er einen Unfall muss haben, überhaupt nicht, aber Ja. dass er einen schlechten Start halt hat. Also das hat er dann nicht. Er hat auch gleich einfach einen okayen Start. Klar, es gibt immer noch bessere. Aber Also schnell zum Dreigrätschen. Die Dings setzt wirklich nur ein, wenn das Auto selber zu wenig Leistung erbringt. ich weiss, vom Start ja. her. Aber sie greift ja schon statt bei 50 km/h greift sie schon bei 5 km/h ein. Das stimmt. Das ist halt Aber eben das, was ich meine. ist ja Und dann die 5 gleich nicht Ja, 5 unbedingt, km/h wenn ist, der wenn das Fahrer Auto Scheiße baut. Ja, aber 5 km/h, das ist das Auto kumpelt schnell vor und dann hast du die 5 km/h schon drin. 5 km/h hast du ja nicht. Ist so. Das ist ja keine Geschwindigkeit, weißt du, was ich meine? Also das ist wirklich sehr, sehr langsam und darum finde ich es ein bisschen schade. Aber ich kann es verstehen, dass man es macht und ja, ist jetzt halt so, eben der Start an und für sich ist gleich gut gewesen, ist sehr unterhaltsam gewesen. Ich bin zwar der Meinung, der Miami Grand Prix jetzt schon 2, 3 langweilige Phasen drin gehabt. Also gerade so nach dem Start, so dort, wo sie sich dann so ein bisschen in ihre Position gefunden hat, ist es ein bisschen langweilig geworden, aber dann hat es dann wieder ein bisschen aufgenommen, dann, eben, wo auch der Max dann wieder ein bisschen aufgeholt hat alles. Also, Mensch, nachdem Hamilton Colapinto sich crasht und der Max sich durchs Feld gefahren hat und der Hatschar in Runde 6 rausgefallen ist und der Lawson in der gleichen Runde crasht ist mit dem Gasly. Ja, und dann genau Safety Card Leadership Changes für die nächsten 10 Runden einen riesen Battle gegeben hat. Nein, es hat ja schon, also in meinen Augen hat es schon teilweise ein bisschen langweilige Phasen auch drin gehabt. Aber das ist normal. Es ist ja nicht jedes Rennen volle Pulle und brutal spannend. Ja. Also, weißt du, ich meine, klar, ich bin natürlich auch, eben, ihr müsst mich verstehen, ich bin brutal vorgenommen wegen dieser Regularien und klar, die neuen Änderungen und so, ich bin schon offener, sage ich jetzt mal, gewesen. Ich dachte so, ja, ich gebe dem Ganzen eine Chance, weil eben, Japan, ich habe es angeschaut und habe weiter geschlafen. Ich habe den Grand Prix nicht geschaut, ich habe einfach geschlafen und habe gelassen in dem Sinn. Und darum, eben, ich bin vorsichtig und hatte müssen sagen, im Nachhinein doch, es ist schon ein guter Grand Prix gewesen, also zum Zuschauen, es ist wirklich erträglicher gewesen. Aber es ist für mich immer noch, eben, es ist für mich immer noch ein künstliches Rennen. Also weißt du, dass die Rennaction, die Overtakes so, haben schon immer noch einen künstlichen Beigeschmack gehabt. Es ist nicht immer noch, also es ist nicht echtes Racing gewesen. Für mich ist es immer noch nicht gewesen. Es hat hier und da Ansätze gehabt, wo man kann sagen, okay, es kommt wieder ein bisschen in die Richtung rein, aber es ist immer noch hier und da der Jojo-Effekt gewesen, den hast du immer noch ein bisschen gemerkt und eben, es ist immer noch ein bisschen künstlich gewesen. Ich habe mit dem Simi zusammen noch geschrieben nach dem Grand Prix und er hat auch gesagt, hey, look, es ist auch besser gewesen für ihn, aber es ist immer noch weit entfernt von echtem Racing. Und das habe ich eben auch so gesehen. Es ist immer noch weit entfernt vom echten Racing. Aber ich sage eben, der Step war richtig gewesen und ich hoffe einfach, dass durch Aero-Updates, vielleicht noch Engine-Updates, was auch immer, dass dann vielleicht auch ja, dann das Ganze noch mal ein bisschen besser wird mit dem echten Racing, dass das dann wieder ein bisschen mehr reinkommt. Dann, aber da sind wir halt noch relativ früh in dieser Fahrzeuggeneration drin. Vielleicht werden wir ja auch nie so weit kommen, dass wir die richtigen Upgrades können sehen in ein paar Jahren, weil vielleicht eben schon frühzeitig der V8 reinspringt. Wir wissen es ja nicht. Aber ja, eben wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Allem in allem, der Miami Grand Prix, von allen 2026 Grand Prix ist das sicher der beste bis jetzt und auch der, der am meisten Spannung hatte oder auch zum Zuschauen am unterhaltsamsten war. Aber ich finde immer noch, dass es sehr viel Künstliches drin hatte.
Ja, das finde ich vor allem fällt auf, eben nachdem der Safety Car aufgelöst worden ist und dann hat er wirklich etwa so für 10, 20 Runden einfach ein Leiter, genau, ein Race-Leader nach dem anderen gehabt hast. Also eben, gerade wenn es um wirklich die Fights selber geht, merkst du es extrem. Das hat einfach, ja, der eine ein bisschen mehr Fuß gehabt auf der Batterie als der andere. Und ein richtig geiler Overtake, wie zum Beispiel der Max beim Albon gemacht hat später, bedeutet einfach nichts, weil der Albon einfach direkt wieder kann zurückkommen kann. Aber trotzdem, wie gesagt, ich habe schon kurz ein bisschen vorgegriffen, es ist in den ersten 6 Runden extrem viel passiert. Wir haben den Max bin, dann haben wir den Hamilton und den Colapinto, die gecrashed sind. Der Hamilton hat durch das nachher Schaden bekommen, wo, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, glaube ich, pro Runde 0,5 Sekunden gekostet hat. Ich glaube, es sind irgendwie 20 Aero-Punkte, die er verloren hat. Also aerodynamisch war es schon angeschlagen. Colapinto hat den Mittelfinger von ihm kassiert. Also, yes, sehr selten gut. Übrigens, dass der Hamilton mal so emotional darauf reagiert. Aber ja, das ist halt im Racing normal. Gell? Das ist, das Blut ist im Kochen. Und ja, hat man dann eben in Runde 6 auch durch den Hadjar gesehen. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe das Gefühl gehabt, der Hadjar ist das ganze Wochenende ein bisschen nicht mehr so dabei gewesen. Und ich glaube, was wir jetzt sehen, ist der Anfang vom Ende von seiner Karriere. Und ich sage das ganz einfach, weil genau die Kommentare, wo damals ein Albon, dann ein Gasly, dann ein Perez, dann ein Lawson, dann ein Tsunoda, all die Kommentare, die sie haben davon sagen, von wegen, ich weiß nicht, wie der das macht und das Auto ist so schwierig zu kontrollieren und er kann einfach viel mehr rausholen. Die Kommentare haben jetzt bei ihm das Wochenende auch angefangen und ja, man sieht es halt in den Zeiten. Er ist auf einmal fast eine Sekunde langsamer als der Max und ja, wahrscheinlich werden die Upgrades, die Red Bull gebracht hat, jetzt halt ja, das Auto an den Punkt gebracht haben, wo es für den Max wieder super ist zum Fahren, zum viel damit rausholen. Und dann Hadjar, ja, macht, es ist wirklich in meinen Augen ein mega kleiner Fehler. Es ist so etwas Kleines, was er gemacht hat, das aber eine riesige Konsequenz hat. Und ich glaube, das ist, weil er sich einfach übernehmen, weil er das Gefühl hat, ich muss jetzt Gas geben, ich muss jetzt schneller sein, ich muss schnell durchs Feld durchkommen, damit ich noch einen Punkt holen kann. Und ja, sehr unfortunate. Was ich krass finde, ist, wie die Leute auf seinen Ausraster reagiert haben. Weil für mich ist das einfach keine Ahnung, normales Hadjar-Verhalten gewesen. Der war schon in der Formel 3 so emotional gewesen, er war schon in der Formel 2 so emotional gewesen. Und es hat mega viel gegeben, wo so auf Instagram geschrieben haben, ja, es sei voll nicht reif genug für das und er habe seine Emotionen nicht im Griff und er weiss jetzt, wie sich der Tsunoda gefühlt hat. Und ich denke einfach so, ja gut, lieber hast du einen Fahrer, der schnell im Auto rumschreit und seine Emotionen rauslässt und sich selber in dem Sinn anschreit, dann nachher aber in die Garage kann zurückgehen und dann sachlich und fachlich mit seinen Engineers kann darüber reden, was schiefgelaufen ist. Oder? Von dem her, lasst er sein. Es ist seine Art und Weise, wie er sich kann, in dem Sinn wieder zurück auf den Boden abholen kann. Und es ist doch gut, wenn er seine Art und Weise gefunden hat. Also, ja. Aber ziemlich heartbreaking war der Crash so zu sehen von ihm. Ja, aber halt komplett selber geschaut. Muss man einfach Ja, an dieser Stelle sagen. Also weißt du, nicht gegen den Hadjar, ich finde ihn ja auch super, ich mag ihn auch sehr gerne und ich denke auch, dass er das Cockpit in Red Bull auch verdient hat. Allerdings hat er auch natürlich auch komplett, also er hat schon auch einen harten Pressure, muss man halt auch sagen. Mit Max als Teammate und eben halt im Top-Team und auch nur ein Jahr Formel 1-Erfahrung. Und ja, ich finde halt einfach, dass das ein Fehler ist, wo ja eigentlich nicht sollte passieren, dass du halt an einer Bande angetutscht steht und nachher, ja, das eine zum anderen führt. Ich weiß halt nicht, was er genau dort studiert hat. Wahrscheinlich aber nicht viel, dass das passiert ist. Ein bisschen schade. Weil das sind halt einfach so Punkte, wo jetzt am Anfang für Leute, wo es vielleicht halt hinaus dann wichtig wird. Aber ist jetzt halt passiert. Ich wünschte mir immer noch vom tiefsten Herzen, dass der Yuki in der Formel 1 wieder ist. Oder ich würde mal kommen. Weil ich den Yuki vermisse ich so in der Formel 1. Keine Ahnung wieso. Ich habe ihn immer sehr, sehr sympathisch gefunden. Und ja, aber ich könnte es ihm natürlich gleich. Und ich hoffe natürlich auch, dass er Messlatte kann auch hoch halten oder halt einfach an Max herkommt. Er hat es ja eigentlich, muss man ehrlich sagen, jetzt in den ersten paar Rennen nicht schlecht gemacht.
jetzt in Miami war es eigentlich das erste Mal, wo er doch relativ off-pace war vom Max her. Aber sonst grundsätzlich hat er es ja wirklich gut gemacht. Sonst eben, ein anderes Thema ist ja noch Leclerc. Leclerc mit Ferrari ist ja eigentlich immer noch der Fahrer, wo man kann sagen, so der ist eigentlich der etwas könnte noch reissen mit Ferrari. Hamilton habe ich eigentlich schon von meiner Liste ein bisschen gestrichen, dass der noch gross etwas wird wahrscheinlich reissen. Muss ich ehrlich sagen. Weil Leclerc ist doch für mich mit Ferrari zusammen so das bessere Duo, das besser funktioniert, weil der Hamilton passt für mich. Es steht schon das Rot, aber irgendwie für mich passt er immer noch nicht so extrem drin. Und ja, beim Leclerc ist es einfach so, eben grundsätzlich wieder ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren, aber halt einfach einen dummen Fehler gemacht. Gespinnt in der letzten Runde, Bande leicht berührt und dann wahrscheinlich aufhängig Chassis, irgendetwas verzogen gewesen. 100 Corner Cuts gemacht beim Retourfahren und dann nachher bestraft wurde mit 20 Sekunden, was ein Drive-Thru-Penalty ist. Viele haben sich noch darüber aufgeregt, wieso dass er ein Penalty bekommt. Er ist ja eigentlich nur den Autos aus dem Weg gegangen. Ja, grundsätzlich ist die Strecke genug breit, dass du auch dort aus dem Weg kannst gehen. Und von dem her Penalty in meinen Augen eigentlich auch richtig verdient, also auch zu Recht bekommen. Also da gibt es in meinen Augen nichts darüber diskutieren, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Für mich ist es. Und ja, darum schade hat er dort halt relativ viel Zeit verloren, respektive hat die 20 Sekunden bekommen. Ich weiß gar nicht, was ist für ein Platz vor am Schluss? Das weiss ich nicht, aber ich glaube, es war außerhalb der Punkte gewesen. Warte schnell, ich kann da schnell Sprint, muss schnell zurück auf Race. Ich glaube, es ist P8 oder 9. Er ist P8 ist er zum Ende gewesen. Und ja, also ich bin auch ganz bei dir, weißt du, weil das, was sich die Leute darüber aufregen, ist, er hat Cutting the Track and Gaining an Advantage hat er Dings bekommen, eine Strafe. Wie kann er ein Advantage bekommen haben, wenn sein Auto kaputt war? Er ist ja eh langsamer. Ja, nein. Wenn er mit dem kaputten Auto innerhalb von der Streckenbegrenzungen gefahren wäre, dann hat er nochmal viel mehr Sekunden verloren, als wenn er die Corner Cuts gemacht hat. Und er hat wirklich jeden Corner cuttet, den er noch hätte können. Und ja, man kann argumentieren, er ist dran den Autos aus dem Weg gegangen. Aber er weiss es selber auch, dass das nicht richtig ist. Technisch gesehen, seine Radaufhängung war am Arsch gewesen. Hat er sollen anhalten und gar nicht mehr fahren. Genau. Und er kann froh sein, hat er nicht eine Disqualifizierung bekommen, weil ja, logischerweise die FIA hat auch ein bisschen zurückschauen, was haben wir früher gemacht. Dangerous Driving on Track. Genau, aber dann hätten sie damals einen Hamilton hat auch müssen bestrafen in Silverstone, wo er nur noch mit einem Reifen eine ganze Runde fertig gefahren hat. Oder? Aber hat man auch nicht gemacht. Also mit einem kaputten Reifen, nicht mit einem Reifen. Also, mit einem kaputten, nur mit 3 Reifen, Entschuldigung. Ja, genau, da wäre jetzt ein bisschen too much gewesen. Ja. Genau, aber das ist halt einfach, es ist so ein bisschen wie First Lap oder First Lap Incidents werden nicht ganz so tight angeschaut. Ist bei so Schäden oft auch, dass Last Lap Incidents auch nicht so tight angeschaut werden, weil ja, manchmal ist es vielleicht sogar sicherer, das Rennen noch schnell fertig zu fahren, als nochmal schnell irgendetwas mehr zu verursachen. Ja, ja, finde ich, also ich finde es auch, es gibt keine Diskussion, es hätte bestraft werden, 100%. Wo ich sehr froh bin, das haben wir völlig übersprungen, dass es keine Penalty gegeben hat, ist mit Liam Lawson. Der hat ja einen Overtake gemacht. Während dem Overtake hat ein Gearbox-Issue gehabt. Ich glaube, das 6. oder 7. Gang oder irgendetwas hat angefangen zu spacken und dann ist der Antistall rein. Der Motor schaltet ab und er ist eigentlich gefangen im Auto, kommt dort an Gasly an. Richtig heftiger Crash, hat viel wüster können kommen, als dass er gekommen ist. Und finde ich gut, dass er dort keine Strafe dafür bekommt, weil kann er halt wirklich nichts dafür. Schlichtweg. Ja, das ist eben so ein bisschen das. Da sehe ich es wieder anders, weil schlussendlich bist du immer noch der Fahrer und hast Kontrolle über, also in dem Sinne Kontrolle über das Fahrzeug. Du kannst immer noch das Auto lenken, du kannst immer noch auf die Bremse und verstehen richtig. Aber in Gasly hat er reingelenkt. Nein, weißt, aber die Telemetriedaten siehst, er bremst und er lenkt die, er macht ja, was er kann. Aber weißt, dann musst du ja einfach auch, du musst ja gleich den Fahrer oder das Team bestrafen für das, weil
du kannst ja nicht Software bestrafen. Das war ein Softwarefehler. Wie willst du einen Softwarefehler bestrafen? Nein, schau jetzt, Also, das Hauptproblem ist viel weiter zurück. Das ist das, wo du, der Simi und ich uns die ganze Zeit darüber aufregen. Das Problem ist, wenn der Motor ausschaltet, hast du keine Motorenbremse mehr wegen dem Aufladen. ja, Und das ist die das weiss ich ja Bremsleistung, schon. die ihm Ich gefällt weiss ja schon, wie hat. eine Das ist der Rückkopplung Scheiß. funktioniert. Aber das Ding ist eben das, dann musst du gleich das Team bestrafen, dass sie das halt verbessern, dass sie die Software verbessern. Du musst ja irgendetwas gleich machen, weil schlussendlich, also klar, ich sage jetzt nicht, dass dann nachher das immer wieder passiert, dass irgendjemand in irgendetwas fährt, aber ich habe auch ein paar Videos zu dem angeschaut und dort haben auch viele gesagt, also, ja, dass jetzt nicht keine Strafe gekommen ist, finden sie auch ein bisschen grenzwertig, weil der Sinn und Zweck von Strafen sind ja, dass du aus Fehlern lernst. Aber da war es einfach so, gewesen, so, ja, ist jetzt passiert? Scheiße, aber es ist ja eh nicht für uns passiert. Schlussendlich, der Gasledio ist ja der, der Leidtragende war. Ist eine angemessene Strafe, weil hat er Forcing Another Driver off the Track gemacht? Nein. Hat er Reckless Driving gemacht? Nein. Hat er einen Crash absichtlich verursacht? Auch nicht. Also du kannst ja in meinen Augen das Team bestrafen, vielleicht mit einer Fine, aber wieso der Liam bestrafen? Nein, ich sage ja, eben, entweder Fahrer oder Team halt, eins von beidem. Du musst einfach Augen, wenn denn da Team? Ja, dann musst du halt einfach Gridstrafe irgendetwas so machen, aber ich finde halt einfach, das ist jetzt zum Beispiel ein Update, wo halt dann einfach in Zuverlässigkeit reingeht. Also du halt das Zuverlässigkeitsupdate raushaust für das. Oder? Aber ich finde, da müsstest du schon etwas machen. Aber das ist halt einfach so ein bisschen meine Meinung. Weil sonst, ja, ist das etwas, wo man weiss, es kann passieren. Ich meine, das wird ja nicht nur Red Bull, sage ich jetzt, passieren. Das ist etwas, wo wahrscheinlich jedem Team kann passieren mal. Und da finde ich, ist es einfach halt auch wieder im Sinne der Sicherheit, oder? Wenn wir ja da immer von Sicherheit und so alles reden, dass man das updaten. Weil eben, ich meine, klar, Formel 1 und ich sage jetzt auch, der Crash an sich hat zwar recht spektakulär ausgesehen, aber es war jetzt nicht irgendwie ein extrem grober Crash gewesen, auch wenn das Auto sich überschlagen hat. Aber es ist ja von der Geschwindigkeit her ist jetzt nicht irgendwie so Highspeed gewesen dort. Das war ja in der Bremszone drin und eigentlich schon ziemlich dort, wo wenig Speed rum ist. Aber ich finde gleich, da muss man irgendwie etwas machen. Weißt, also einfach das Team hat einfach gleich irgendwie so, oder einfach halt von mir ist nicht mal das Team, vielleicht ist ja eben motortechnisch, also der Motorhersteller, sprich Red Bull Powertrains einfach ein Penalty bekommt oder respektive eine Geldstrafe bekommt, dass sie halt etwas mit der Software machen. Das ist einfach meine Meinung. Ja, also da finde ich auch fair enough. Also ich sehe nicht, wieso dass man den Liam bestrafen sollte. Weil er kann null irgendetwas dafür. Aber ich bin ganz bei dir, dass wir das Team bestrafen sollte. Oder einfach weg von diesen Regeln. Gell? Ja. Am Ende des Tages ist es wirklich einfach die Rückkopplung, die das überhaupt verursacht hat. Weil er geht ja davon aus, dass das Auto ihm noch mehr abbremst. Und wenn es einfach während dem Bremsen aufhört, die Motorenbremse einschalten, ja, dann kannst du noch so fest auf die Klötze gehen, wie du willst. Das reicht nicht mehr von der Bremsleistung her. Ja, aber es war für mich auch noch wirklich ein wirklich grober Punkt von diesem Rennen. Aber es ist eigentlich lustig, weil jetzt haben wir 2 Rennen nacheinander, Diskussionen wegen Sicherheit, wegen der Regulationen. Und sehr viel ist nicht passiert. Ja, wird auch nicht die letzte sein. Definitiv. Ja. Und schon zum Grand Prix, eben, wir haben es schon angesprochen, Kimi Antonelli hat gewonnen, wo wirklich, sehr, also in meinen Augen wirklich ein guter Grand Prix gefahren ist. Klar hat er profitiert vom Safety Car. Ich denke, dort hat Norris oder beziehungsweise McLaren hat es dort ein bisschen verzockt gehabt, oder beziehungsweise durch da, jetzt hat er ein bisschen den Führungswechsel dann gegeben. Allerdings, Norris hat recht lange eigentlich so den Eindruck gemacht, als könnte er aufholen und vielleicht noch on-track am Kimi vorbeigehen. Aber er hat dann plötzlich wieder ein bisschen abgerissen. Meinte sogar, sie haben auch irgendwie ein Problem mit dem Auto, dass er dann so extrem abreißen lassen hat. Weil am Schluss sind es dann doch, glaube ich, 6-7 Sekunden oder so, die Differenz. Aber eben für den Kimi habe ich mich sehr gefreut für ihn. Ich mag ihn, wie gesagt, sehr gerne. Und gönnen Sie mal absolut, dass er momentan immer noch Championship anführt. Und ich hoffe, das geht auch weiter so mit ihm. Ja, 100%. Also er ist in meinen Augen jetzt schon ganz klar der biggest surprise von diesem Jahr. Und ich finde es einfach auch krass, wie erwachsen er das ummacht. Ich meine,
Er hat seine Fäden etc. Er hat Black and White Flags gehabt, er ist gewarnt worden, trotzdem sich noch ein Penalty reingeholt im Sprint. So Sachen muss er sicher noch dran fehlen, aber hey, er ist jung, das muss man halt schon auch einfach sehen. Und für das Alter muss ich echt sagen, also es gibt wenig, wo ein Championship Lead mit dieser Eleganz, würde ich fast sagen, eigentlich durchzieht, wie er das macht. Ich meine, schau einen Norris an und einen Piastri, die letztes Jahr mehrere Mal im Lead reingekommen sind und den Lead dann gefummelt haben von der Championship. Ja. Und es gibt bei ihm wie eigentlich keine Anzeichen für Schwächen. Und ich glaube wirklich, der Toto macht einen verdammt guten Job mit ihm. So Sprüche wie «Keep the confidence», wo wir ja gehört haben dort in, was war das? Australien, glaube ich. Australien, glaube ich, ja. Oder China, irgendwo eines von den ersten 2 Rennen war es, ja. Absolut. Ich glaube, das macht es eben aus, weil was der Toto im Antonelli gesehen hat, nämlich der kleine Verstappen, der durch die Junior Categories durchsäckelt und 2, 3 Karting Championships im gleichen Jahr gewinnt und dann nachher einfach auch fast-tracked wird wegen seinem Talent, das zahlt sich jetzt gerade aus und offensichtlich aus. Und wirklich Mittelfinger an alle, die sagen, ja, er hat ja einfach auch das beste Auto. Hey, also die Rennen hätten gerade so gut auch von anderen können gewonnen werden und mindestens auch von seinem sehr schnellen Teammate, wirklich sehr erfahrenen und schnellen Teammate Russell. Und er fährt momentan in Grund und Boden. Ich meine, er hat 3 Race-Wins nacheinander. Wenn er noch einen mehr holt, steht er zuoberst oben auf der Liste. Da gibt es keinen Fahrer, der 4 Rennen nacheinander gewonnen haben, außer der Antonelli. Und das wäre wirklich krank, wenn er das schafft. Das ist wirklich crazy. Ja. Ich bin ein riesen Fan jetzt vom Antonelli. Wäre cool. Nein, ich mag ihn wirklich. Aber ich mag ihn wirklich gut. Also er macht es auch wirklich gut, er ist sympathisch, ich finde ihn auch, er ist ein lustiger und auch aber Respekt und schlussendlich, er hat auch einen sehr, sehr guten Renningenieur, oder? Wenn man das jetzt einmal in den Raum reinwerfen, meine mit dem Bono zusammen, hast du halt einfach einen, der brutale Erfahrung hat und ich glaube auch er und auch Toto und ich glaube auch viele von Mercedes haben sich einfach auch viel Zeit genommen für ihn, weil sie einfach auch wahrscheinlich ein bisschen gemerkt haben, wie viel Talent und was er für ein Talent auch hat. Und ich meine schlussendlich auch der Max setzt ja auch extrem viel auf ihn. Hat sie auch sehr gut mit dem Kimi. Und ja, darum, also mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn der Kimi, vor allem der Russell, das Leben ein bisschen schwerer macht. Dann. Also die Vorstellung jetzt schon, er ist jetzt ein Title-Contender, aber stell dir vor, am Ende des Jahres krönen wir wirklich ihn zum fucking Weltmeister. Das ist irgendwie... Verdient er als der Norris, sage ich so, wie es ist. Ja, das ist... Ja. Aber ja, also ich meine wirklich, also der Antonelli, also das wäre krank. In seiner zweiten Saison gewinnen, es gibt nicht viele Fahrer, die das gemacht haben. Ich glaube, nur der Hamilton und der Schumacher, glaube ich. Ich glaube, der Schumacher hat auch in seiner zweiten Saison. Schumi hat die erste Saison, hat 92 ist das erste Mal im Auto gehockt, 94 ist das erste Mal gefahren. Hat er 94 den WM-Titel schon gehabt? Ich meine, 95 hat er erst gehabt. Ich weiß es aber nicht. Nein, 94 hat er WM auch gehabt. 94 hat er geholt. Und ich habe gemeint, eben 93 ist er schon gefahren. Ja, mal 93 ist er gefahren, weil ich habe die Zeit, wo man davon schauen, weil es mich interessiert hat. Ich habe seine ganze Karriere gesehen. Und dann habe ich mal ab 92 eben geschaut. Und dann ist er noch gegen den Ayrton Senna gefahren. Und Senna ist ja im 94 gestorben. Im 94 ist zwar, glaube ich, der Hill. Aber ja, jetzt sind wir am Fachsimpeln. In any case, wenn der Antonelli die Championship wird gewinnen, wäre ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Das wäre richtig, richtig geil. Ja, das ist es so. Bist du gerade mal geschaut, ich wollte es gleich nachschauen. Also komm, jetzt sind wir 91 ist sogar schon gefahren, aber aber dort ist eben beim Eddie Jordan gsi, dort mit dem 7-Up-Auto ist das gsi. Und dann nachher ist er 92. Also, ein Rennen kann man auch nicht sagen, es war ja nicht ein ganzes Rennen gewesen. Ein Start hat er gemacht und eine Quali. 500 Meter ist er gefahren, ja. Ja, genau. Rennen, aber dann eben 92 in dem Fall 92, erste Saison schon. 92. Dann noch für...
Was ist das? Benetton Nee, ist er ist ja nicht- gefahren. Ist schon Benetton gewesen? Ja. Benetton, Und das, 93 Benetton, WM-Titel, Das der ist erste aber krass. 94 ist er dann, hat er den ersten WM-Titel geholt. Also in der dritten Season hat er eigentlich dann seinen WM-Titel geholt. wenn das eigentlich dir so überlegst, das ist fast genau gleich wie im Antonelli sein Start. Weil Benetton ist schon im 93 und im 92 schon stark gewesen, aber halt nicht konstant immer nur um Gewinnen, aber halt ab und zu. Und der Antonelli ist genau dasselbe eigentlich. Der ist zu Mercedes gekommen, während sie mal so 1, 2, 3 Wins im Jahr geholt haben. Und jetzt sind sie schon dominant. Das ist eigentlich krass. Das ist ein sehr, sehr ähnlicher Start in die Karriere. Das ist es so, ja. Heftig. Ja, ich glaube, wir werden noch viel sehen von ihm. Hoffe es. Ich hoffe es schwer. Ja gut, dann würde ich mal sagen, haben wir glaube ich so wieder alles angesprochen, wo wirklich wichtig war. Außer du hast noch irgendetwas. Aber, ich Nein, denke, ich es, vermisse nur die 3 Dezimalstellen nach dem Ja Dings. gut, das ist schon seit dem ersten Grand Prix so. Ja, Also ja. ist- Und seitdem hast du TV zum Direction ist auch wieder horrible gewesen mit den Kameras. Aber sonst habe Ja. ich absolut nicht. Das ist halt Ami. Aber ja, sonst ist eigentlich soweit alles gewesen, ja. Es ist, glaube ich, sonst nicht mehr so extrem erwähnenswertes passiert. Wir hoffen mal, dass in der Zwischenzeit von Miami zu Melbourne, genau, zu Montreal noch etwas wird passieren. Aber das Formel 1 hat jetzt wieder 3 Wochen Pause. Und ja, ich würde sagen, wir würden uns schon allerspätestens wieder nach dem Kanada Grand Prix hören und dann können wir dann endlich mal Europa-Rennen, auch ein bisschen zu normalen Zeiten Formel 1 wieder schauen. Und nicht irgendwie, weiss ich, wenn früh am Morgen oder irgendwie spät am Abend. Gut, zum Glück haben sie das Rennen noch, das könnte man noch erwähnen, vorverschoben wegen Unwetterwarnungen. Das ist uns hier in Europa ein bisschen entgegengekommen, weil sonst das Rennen erst am 10 Uhr zu Abend stattgefunden hätte. Somit hat es schon um 7 Uhr angefangen. Und ja, das Rennen war eigentlich trocken gewesen. Man hat zwar noch ein bisschen auf Regen gehofft, aber ist dann gleich nicht gekommen. Oder ist dann, wenn sie eigentlich fertig sind. Ja. Aber, willst du etwas sagen? Oder nicht? Nein, ich kann es einfach nur bejahen. Also vielleicht, was ich kann sagen. Bei mir, Discord hat uns das so abgeschnitten, dass es gedacht, als würdest du etwas sagen die ganze Zeit. Darum war es ein bisschen verwirrt gewesen. Aber okay. Nein. Sonst wäre es das gewesen, eigentlich mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns natürlich immer recht herzlich, dass ihr die Episode bis dahin zugelassen habt. Wir würden uns natürlich auch immer über eure Bewertung freuen vom ganzen Podcast. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, teilt auch gerne den Podcast mit eurer Familie, Freunden, Grosseltern, Töchter, Söhne, was auch immer teilen. Und ja, dann würden wir uns dann auch wieder, wie gesagt, nach dem Kanada Grand Prix wieder hören beim Unsafe Release.